So Freunde, es geht weiter immer heiter bei Kingdom Hearts 2 Final Mix. Wir haben in der letzten Folge ja schon mal begonnen, noch die Schatten der Organisationen oder die abwesenden Silhouetten, wie sie auch gerne genannt werden, noch zu besiegen, die 5. Und wir haben mit der Malusha begonnen, nach einigen Schwierigkeiten. Haben wir natürlich doch noch besiegen können, sehr schön. Das also auch gemacht und jetzt geht's weiter mit den nächsten 4 Stück fehlen noch. Und ich würde sagen, wir holen uns mal Laxine. Sie müsste eigentlich die schwächste sein, was... die zweitschwächste, ja, genau. Was, so die... von der Stärke her und der Carbe, die sie hatten, so. Das ist, glaube ich, Isla der Muerta. Ja, super. Okay, das heißt, ich muss erst einmal... Genau. Mit dem Schiff dahin fahren. Dem guten Captain Jack Sparrow sagen, er soll uns bitte dahin bringen. Also einer geliebten Black Pearl. Kleines Lüftchen, was? Ja, kann man so sagen. Isla der Muerta, genau. Gut, das dürfte jetzt gar kein Problem mehr werden. Hä? Da stand so ein Situationskommando, aber er hat gar nichts gemacht. Also ich habe es natürlich schon ausgelöst, aber da stand irgendwie noch Kreis drücken, habe gar nicht Kreis gedrückt. Insofern, okay, crazy. So, da ist sie auch schon. Isla de Muerta. Also, sowohl die Insel als auch natürlich das Zeichen der guten Laxine. Wir erinnern uns aus Kingdom Hearts 3 Chain of Memories. Da hat die uns ja auch ziemlich genervt, die gute. So. Sollte ich eigentlich keinen Muck sagen. Ja. Vielleicht bin ich auch einfach mittlerweile ein bisschen zu stark dafür. Ich habe bisher noch gar kein Item benutzt und so. Aber gut, wohlgemerkt, wir sind ja auch, wie gesagt, auf einem hohen Level. Strategisch mache ich auch nicht gerade viel, ich hau einfach ein bisschen drauf. Jetzt noch mal ganz kurz heilen. Sag mal. So viel dazu. Sag mal. Ja, ich wollte gerade sagen, bitte vielleicht mal ein bisschen so. Das macht mehr schon als vorher. Interessant. So, jetzt habe ich die Schnauze voll. Wenn nichts mehr geht, Tontauber geht immer.
Arkanblitz vorne. Sehr gut. Nochmal eine flüchtige Version. Oder Vision. Ne, Vision heißt es ja. So, hätten wir das auch gemacht. Sehr gut. Ja, natürlich jetzt. Ich glaube, kann man jetzt so oder so sehen. Man könnte es sicher auch besser machen, den Kampf gegen sie. Aber ihr habt ja gesehen, wie schwach sie jetzt war und wie wenig Schaden wir bekommen haben generell und so. Und jetzt kümmern wir uns um Lexus. Das war derjenige, auch Region of Memories, gegen den Riku ange... Ne, warte mal, stimmt gar nicht. Doch, aber doch Riku. Derjenige gecatcht hat, der ist hier in der Nähe des Turnierplatzes. Mal ganz kurz gucken, da ist der Turm, da ist der, nicht der von Merlin, sondern der vom anderen Zauberer, vom Meister, wie auch immer. Treffpunkt Abendrotbahnhof, wie kann man jetzt am schnellsten hin? Treffpunkt? Ja, dann kann man hier speichern. Ich glaube jetzt nicht, dass wir mit den restlichen Gegnern noch große Probleme haben werden, aber sicher ist sicher. Vor allem was Lexus und glaube ich auch Wechseln betrifft, die beiden haben noch so ein paar fiese Tricks übrig. Aber ganz ehrlich, nach Sephiroth und Malusius kann uns jetzt gar nichts mehr schocken. So, da vorne ist auch schon der Erdtyp, ja? Der ein bisschen auf Erde basiert war. So, jetzt frage ich mich, es müsste relativ langsam sein. Ja genau, hat er so eine Kraftanzeige. Kann ich ihn eigentlich blocken? So geht. Was heißt eine Kraftanzeige da oben? Ja, irgendwie ist ein bisschen Erde basiert. Kraft nur 100 oder wie? Oh, haut sich ein bisschen auf. Alter, was das Damage, wenn er mich trifft. Fliegen bringt auch nicht so viel. Was macht er jetzt? Wow! Ganz übertreiben, Kumpel. Ganz sagen, kann ich nicht überhaupt irgendwie blocken? Jetzt mittlerweile. Also Power schon ein bisschen übertrieben. Ich kann ihn kaum richtig angreifen. Also wir haben es vorhin versucht abzublocken, aber jetzt nicht gerade so erfolgreich. Den Move kennen wir bereits. Die noch stärker. Muss er normale Moves abblocken? Nee, geht auch nicht. Hä? Was soll man bei dem machen? Oh, gar keine Magie mehr, stimmt. Das hat schon ein bisschen was drauf. Ja, kann so ausweichen und dann. Oder wenn es irgendwie kapiert, dass es rausweichen kann. Hä? Ich will einfach Limiter gehen und ihn so besiegen. Ah, ich muss ihn rausschlagen, okay.
mal aus meinen Limiter Moves so ausrichten. Jo. Fuck. Habe ich ein bisschen unterschätzt. Kann ich noch driven? Ah, die Heldenform geht noch. Ah, und so kann er Mega-Knall einsetzen. Alles klar. Toll, in einem Scheißmodus ist das so lange. Ja, super, da ist eigentlich unbesiegbar, oder wie? Der hat nicht wirklich Bock irgendwie sich besiegen zu lassen, wa? Ich bin jetzt irgendwie ein bisschen scheiße von ihm. Hä? Ja, ich meine, ich sehe natürlich, dass seine Kraft steigt und so, aber hätten doch schon längstens besiegen müssen können. Hä? Wie er einfach nur immer noch ein KP hat und ich nichts machen kann. Was zum... Die können vielleicht mal versuchen, einen Freund zu rufen. Man muss halt generell nah... Warte mal, man muss halt immer nahe bei ihm sein. Wenn er sein Schwert einsetzt, dass ich da... Genau, dass ich dann so kontere. Weil vorhin habe ich ihn eigentlich quasi mal gewähren lassen, aber wenn er es auch gepowert hat. Jetzt zum Beispiel dachte ich mir so, okay, jetzt hau ich lieber ab. Okay, da muss ich abhauen. Ja, ich weiß auch nicht, wann dieses scheiß Situationskommando kommt. Da wäre vielleicht eins gewesen. Ja, hier ist nicht, wenn er mich da grabt, dann ist vorbei. Aber wisst ihr was, ganz ehrlich? Das man schon relativ einfach macht. Okay, sind wir bei dem Move. Da kann ich kontern. Sehr gut. Da muss natürlich einem gesagt werden, oder? Gut, da kann ich irgendwie nichts machen. Gut, vielleicht schon. Ah, nein, das ist wieder... Oder ist, wenn ich zu nahe dran bin, also der dann diesen scheiß Move macht. Das ist der Scheiß, wenn du auf die Items angewiesen bist. Das immer so lange dauert. Und du kannst die Items nicht... Hallo? Du kannst die Items nicht in der Luft einsetzen. Wie gerade würde theoretisch gehen, wenn du wieder... Ja, dich quasi zurückgeholt hast in der Luft. Ja, das geht irgendwie. Dabei kann man noch nicht unterbrochen werden, was aber bei den Moves irgendwie geht.
Ja, Also da Blocken haben wir auch schon gesehen, bringt die auch nichts, müssen irgendwie fliegen ausweichen oder was? Schade. Meine Stärke höre ich nur für kurzen Moment, war ist irgendwie auch ein bisschen doof. Fliegen aus, dann kannst du sowas von vergessen. Also ich dachte, komm, er ist Erde gebunden, da kann doch Fliegen oder so nicht schaden, aber nee, kannst vergessen, nee. Jetzt macht er den Quatsch. Gut, das über die ganze Erde kann ich sowieso nichts machen. Schade, dass ich nicht treffe. Hä, kann ich ihn so echt nicht blocken? Vorhin ging's noch. Nö. Ja, muss ich halt so machen. So. Dass er sonst irgendwie nicht besiegen ließ, egal wie viel ich vorhin draufgehauen habe, dachte ich mir jetzt so, komm, scheiß drauf, jetzt einfach volle Power so. Das war ein sehr, sehr merkwürdiger Kampf. Sehr merkwürdig. Aber egal, Freunde, wir haben es geschafft. So, und würde mal sagen, das war's dann auch schon für die heutige Folge. Ja, machen ein bisschen kürzer, weil wir die letzten Folgen waren ein bisschen länger und so. Und ja, sind eh nur noch weitere 2 Mitglieder. Der Organisation 13, die es zu besiegen gilt, bevor wir uns dann Semnes stillen. Entschuldigung, bevor wir uns Semnes stillen, eigentlich dann soweit auch schon durch wären. Moment, wo bin ich jetzt? Ich wollte eigentlich... Eigentlich wollte ich zum Versteck gehen, aber ist egal, ich finde es gar nicht mehr. Was soll's? Hier der Ort mit König Mickey, wenn einer da... zum Hals. Achso, war gerade ein bisschen verwirrt, dachte, hä? Zuerst also, wer ist der Typ schon wieder? Und plötzlich, warte mal, wieso ist der noch da? Und das ist ganz kurz im Moment noch, es könnte Sephiroth sein, aber nee. Ja, Freunde, wie es weitergeht also mit Organisation 13 Mitgliedern, 2 fehlen noch, sehen wir in der nächsten Folge. Und ich glaube, die werden auch relativ easy zu besiegen sein. Wir sehen sie dann. Bis dahin, bye bye.